Servus, Glück auf und frohes neues Jahr. Und ein gesundes, ne? Das ist das Wichtigste. Leute, willkommen zu Teil 2 des Saisonfazit und der Spielerbenotung. Ja, erste Video hatten wir Torwart und Abwehr. Wir gehen jetzt ins Mittelfeld und in den Angriff rein. Gut, wir fangen an mit unserem König. König Josua hat meiner Meinung nach eine starke Hinrunde gespielt. Ja, ist teilweise auch in die Leaderrolle reingerutscht, hat sie mal ausgefüllt, hat sie aber auch oft nicht ausgefüllt. Ja. Gerade in den schwierigen Spielen, wo es ein Leader gebraucht hätte, war leider auch vom Josh nicht zu sehen. Fairerweise muss man sagen, dass dann aber auch meistens ein Manu auf dem Feld war. Ja, oder ein Thomas Müller, die die Binde getragen haben. Wäre ein bisschen schade, wenn man unbedingt die Binde braucht, um in diese Führungsrolle reinzuwachsen. Aber ja, wir haben es letztes Mal gesehen, wo selbst ein Upa mehr Führungsspieler war wie ein Kimmich. Ja, er hat es 2-3 Mal gezeigt, die Saison, dass er das sein kann. Ja, ich weiß es nicht, ob es vielleicht gehemmt ist manchmal durch Neuer und Müller. Ich habe keine Ahnung. Aber sportlich war es auf jeden Fall eine stabile, das ist erstmal das Wichtigste, eine stabile Hinrunde von Josh. Ja, und er war der Fixpunkt. Ja, erst recht bei der oder nach der Pavlovic-Verletzung war Josh der Fixpunkt, um bei dem das Spiel ging oder halt nicht. Natürlich nicht in der Offensive, da war es dann eher Musiala. Aber ja, das war schon ordentlich. Wir gehen mal die Noten rein. Also, Kimmich 2,5, 3,5, 3,5, 2,5, 2,5, 3, 1 mit Sternchen, 3, 2,5, 1,5, 5, 3, 3, 2,5, 2,5, 4, 3, 3, 4, 3, 2,5, 4,5, 2. Wenn ich es grob überschlage, werden wir wahrscheinlich auf eine 3 hinauslaufen oder eine 2,5. Ja. So sehe ich einen Kimmich auch. Ich gebe ihm eine 3 für die Hinrunde. Ja, weiß mir einfach für ihn. Gerade in so 2, 3 wichtigen Spielen war es mir dann zu wenig. Ja, er möchte, oder man bietet es ihm an, der Kapitän der Zukunft zu sein des FC Bayern. Ich traue ihm das zu, dass er das ausfüllen kann. Das hat er auch in dem einen oder anderen Spiel gezeigt. Er hat es aber auch in dem einen oder anderen Spiel nicht gezeigt. Und das ist schade. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an Neuer, Müller liegt. Aber da muss er sich dann mal langsam von lösen. Er ist jetzt auch keine 21 mehr. Da muss man auch, obwohl die Platzhirsche da sind, dann das Heft des Handelns in die Hand nehmen können. Ja. Wahrscheinlich würde es ein Kimmich gut tun, wenn die beiden nicht mehr da wären. Ich denke, dann wird Kimmich da richtig reinrotzen in diese Rolle. Aber ja. Aktuell, ja, ich weiß nicht, ob es eine 3 ihm gerecht wird, vielleicht auch eine 2,5. Irgendwo dazwischen einigen wir uns auf 2,75 oder was. Er war auf jeden Fall stabil. Er hat stabile, gute Leistungen gebracht, hat aber natürlich auch seine Schwächen, die er schon immer hatte, sind natürlich jetzt auch nicht weg. Ja, in der Rückwärtsbewegung ist das immer noch Rotze. Wenn man Kimmich zustellt oder gar in Manndeckung nimmt, ist Kimmich aus dem Spiel. Das erklärt er hier auch diese schlechten Noten, die Vierer. Dann siehst du von ihm nichts, ja, weil er hat keine Mittel dagegen. Ja. Er ist kein Thiago, der durch eine Körpertäuschung mal den Gegenspieler auslaufen lässt. Ja, geschweige denn 2 oder 3. So wie es ein Pavlo kann. Das kann Kimmich nicht, das wird er nie können. Ja. So. Dafür, dass er in der Zentrale ist, sind die Noten, denke ich, echt okay. Ja, ich denke, wir können uns auf die 2,75 gerne einigen. Gut.
Weiter geht's mit seinem kongenialen Partner Leon, doch noch nicht weg, Goretzka. So hart sich das anhören mag, Leon Goretzka hat einfach kein Bayern-Niveau mehr. Ja, er hat das zwischendurch, hat das dann mal, weiß ich nicht, vielleicht müssten wir ihn auch mal ein bisschen öfter sehen, obwohl er jetzt schon ein paar Spiele hatte. Kommen wir ja gleich drauf, wenn wir die Benotung durchgehen. Das ist für mich auf Dauer zu wenig für den FC Bayern. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Aber da ist er nicht der Alleinige, auch Manuel Neuer kannst du in die gleiche Kerbe schießen. Ja. Und Guerrero kannst du in die gleiche Kerbe schießen. Das war auch gar nichts, was irgendwie ansatzweise Bayern-Niveau-mäßig ist, auf eine ganze Hinrunde gesehen. Gut, gehen wir mal Leon durch. Nicht dabei, Kurzeinsatz, nicht dabei, Kurzeinsatz, nicht dabei, nicht dabei, Kurzeinsatz, nicht dabei, nicht dabei, 5, 3,5, 3, 3, nicht dabei, 6, 3, 3, 4,5, Kurzeinsatz, 3,5, 4, 2,5. Also, das letzte Spiel war sein bestes Spiel. Davor war es immer sehr, sehr durchwachsen. Ja, wir haben die Note 6 gesehen, wir haben die Note 4,5 gesehen, wir haben die anderen, war alles Mittelmaß. Weiß ich nicht. Gerade wo er dann die Chancen bekam, gerade auch durch Kurzeinsätze, war es mir oft zu wenig. Ja, das war oft nicht so, dass man gesagt hat, oh geil, da sieht man richtig, wie er sich aufdrängt. Ja, deswegen war ja auch, sobald ein Pavlovic wieder laufen konnte, sofort ein Pavlovic wieder gesetzt. Ja, oder ein paar Linien noch vor ihm. Also, wenn wir den Durchschnitt nehmen, I don't know, kommen wir wahrscheinlich auf eine 4 und ja, ich denke, da können wir Leo noch einordnen. Hat immer mal eine gute Sache gehabt, aber ganz, ganz viel Schlechtes auch. Ja. Von daher von meiner Seite Note 4 für die Hinrunde. Was man positiv sagen muss, ist die Einstellung. Ja, hat man jetzt nicht irgendwie Rumgeheule gehört oder Stinkstiefelmäßig, aber das erwarte ich auch von Leuten, die 17, 18 Millionen verdienen. Ja, dass sie ihre Fresse halten, wenn sie nicht spielen und sich anbieten und da sind, wenn sie wieder spielen dürfen. Gut, Conny Leimer. Conny Leimer leider absolut nicht im Mittelfeld zu sehen. Das tut mir super leid für ihn. Ja, ich würde ihn super gerne auf der 8 sehen, gerade in diesem System. Was hier eigentlich für ein Conny Leimer zugeschnitten ist auf dieser Posi. Ja, aber da König Josua immer schon einen Platz verbraucht, nenne ich es mal, ja, gibt es das nicht. Ja, wirst du Conny Leimer nicht in der Zentrale sehen, sondern er muss als rechter Verteidiger spielen. Wenn man dann gesehen hat, wenn er sich dann von der rechten Verteidigerposition mal ins Mittelfeld begeben hat, wie stark er da ist, ja, er hat ganz klar bewiesen, dass er kein rechter Verteidiger ist. Nicht nur das Ding in Dortmund, auch sonst sieht man oft, dass er, ja, die letzten Spiele war es einen Tacken besser, aber Leute, er ist kein Rechtsverteidiger. Das wird ja auch niemals sein. Da ist er auch einfach verschenkt. Von daher hat Conny Leimer echt einen schwierigen Stand in dieser Mannschaft leider aktuell. Und ich bin sehr auf die Rückrunde gespannt. Stunny war im Training, sollte ein Stunny da sein, wird Stunny ein Rechtsverteidiger sein. So, was ist dann mit Conny Leimer? Es wäre super schade, wenn man diesen Spieler nicht nutzt oder ihn vergrault. Aber dafür müsste man dann König Josua mal die eine oder andere Pause gönnen oder ihn einfach auch mal nach 60, 70 Minuten rausnehmen, wenn er schlecht ist oder platt ist. Ob das passieren wird in der Rückrunde, ich bin sehr gespannt. Wird wahrscheinlich davon abhängen, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht. Sollte er woanders unterschreiben, kann ich mir schon vorstellen, dass er ein bisschen weniger Spielzeit bekommt. Weil man dann vielleicht schon die Erben in dieses System einführen möchte. Die werden sehen. Also, zurück zu Conny Leimer. Conny Leimer, nicht dabei, Kurzeinsatz 4 minus. Nicht dabei, 4, Kurzeinsatz 4,5, Kurzeinsatz 4. 3, nicht dabei, 2,5, Kurzeinsatz 3,5. 5, nicht dabei, 2,5, 4, 2. Ja, wenn wir das so sehen, ist die Durchschnittsnote wahrscheinlich eine 4. Oder eine 3,5.
Das ist auch das, was ein Conny Leimer leider gezeigt hat. Ja. Allerdings auf der Rechtsverteidigerposi. Ja. Das war nach vorne hin meistens gut, teilweise auch sehr gut. Das war nach hinten aber auch schlecht bis katastrophal. Daher kommen diese Noten zustande. Ich persönlich würde ihn bei einer 3,5 sehen, weil er zeigt immer Einsatz, ist immer heiß, haut sich immer rein und man muss ihm zugutehalten, er ist einfach kein Rechtsverteidiger. Ja? Also ein Conny Leimer mit diesem Einsatz, mit diesem Ehrgeiz und mit diesem Nicht-Verletzt-Sein, ist ja auch super verletzungsanfällig in der Regel, wäre eine Waffe für uns auf der Achterposition in diesem System. Das muss man einfach so klar sagen, ne? Weil er ist die absolute Pressingmaschine. Und er kann sehr, sehr guten Pass spielen. Er hat einen sehr, sehr guten Schuss. Ich verstehe es nicht, warum man ihn nicht nutzt auf dieser Posi, aber ja, wir wissen alle warum. Und wenn man das mal aus diesen Gesichtspunkten sieht, wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn Kimmich den Verein verlassen würde. Aber, wie gesagt, da im anderen Video, wo ich auf die auslaufenden Verträge und die ganzen Gerüchte eingehe, mehr. Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist Pavlo. Ja, Pavlo hat natürlich das Pech der Verletzungen gehabt. Ansonsten das Zusammenspiel mit Kimmich, so nach den ersten 3, 4 Spielen, war richtig, richtig stark. Ja, ist direkt reingekommen. Es hat mich auch super gefreut, dass ein Vinny am Pavlo festgehalten hat. Ja, und dadurch ein paar Linien natürlich kaum Land gesehen hat, die ersten Wochen. Wie gesagt, ich würde auch gerne mal P und P zusammen sehen. Ja, Palinja Pavlovic im Mittelfeld, meinetwegen Kimmich als Rechtsverteidiger oder einfach auch mal auf der Bank. Ich denke, das wäre auch eine Sache der Zukunft. Dazu hättest du als Alternative, habe ich ja gerade schon gesagt, das Pressing-Monster Conny Leimer in der Zentrale. Also es ist nicht so, als hätten wir keine Alternative in der Zentrale. Gut, gehen wir mal die Noten einmal durch. Pavlo 3,5, 3, 3,5, nicht dabei, 2,5, 2,52, 4, 3,5, nicht dabei, 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 2,5, nicht dabei, 4,5, 3,5. Roundabout wird es wahrscheinlich eine Durchschnittsnote von einer 3 sein. Lass mich kurz durchschauen. Obwohl eher eine 3,5, wenn wir die Noten zugrunde nehmen. Ich würde ihn aktuell auch bei offener 3 sehen. Er hat das Potenzial, eines der Gesichter der Zukunft zu werden beim FC Bayern in der Zentrale. Er hat alles, was man dafür braucht. Die absolute Ruhe, das technische Verständnis, immer auch den Blick nach vorne. Wie gesagt, ich würde Pavlovic gerne mal mit einem richtig defensiven Sechser hinter ihm sehen, dass er wirklich noch mehr Freiheiten hatte, sich nach vorne zu entfalten. Bin gespannt, vielleicht sehen wir das in der Rückrunde mal. Habe ich ja gerade schon gesagt, wird wahrscheinlich ein bisschen auf Kimmichs Verlängerung oder Nicht-Verlängerung drauf ankommen. Ansonsten wird es interessant zu sehen sein, ob er auch in Zukunft die Nase vorm Palinja hat. Aber wir haben es gesehen, wenn Palinja und Kimmich zusammen in der Zentrale spielen. Ja, wenn dann Palinja das Spiel gestalten soll, dann wird es schwierig. Ja, das ist er nicht, dafür ist er auch nie da. Von daher, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Pavlo, ja, es wäre schön, wenn er mal verletzungsfrei bleibt und sich jetzt vielleicht dann auch mal wirklich entwickeln kann, nochmal den nächsten Step machen kann. Und dann könnte er natürlich, habe ich ja schon gesagt, oder einer der Gesichter der Zukunft werden. Ne? Gut, damit kommen wir zum Palinja. Ja, Palinja für mich, ja, der geforderte Schlüsselspieler unter Thomas Tuchel. Man hat ihn verpflichtet, wahrscheinlich im Hinblick darauf, dass ein Kimmich nur auf der Bank sitzen wird. Weil man nicht mehr das Vertrauen in Kimmich hatte. Das ist ja auch das Ding, warum Kimmich gerade mit der Vertragsverlängerung zögert. Was ich auch gar nicht als problematisch ansehe. Wie gesagt, du hast einen Palinja da, der die Sechserrolle spielen kann und der sie mit Sicherheit ein bisschen defensiver noch auslegen wird, wie es ein Kimmich tut.
Und wenn du dann davor einen Pavlo hast, der das Spiel gestaltet, sehe ich da jetzt nicht die großen Probleme. Aber wie gesagt, die Diskussion im anderen Video. Zu Palhinha, Kurzeinsatz, nicht gespielt, Kurzeinsatz 3, nicht gespielt, Kurzeinsatz, nicht gespielt, Kurzeinsatz. Kurzeinsatz 3,5, 4, 3,5, 3, 3, 1,5, Kurzeinsatz, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt. Natürlich aufgrund seiner Verletzung. Hat einen schwierigen Start gehabt, dann auch, wo er spielen durfte, einen holprigen Start, musste natürlich erstmal ein bisschen reinkommen. Man hat es dann gesehen, es wurde von Spiel zu Spiel stärker, obwohl er immer noch nicht der Sechser war. Ja, mehr so ein 6,5er, 8er. Ich glaube, er würde diesem System richtig, richtig gut tun. Ja, weil es einfach nochmal eine Absicherung für die Innenverteidigung mehr wäre. Ja, klar orientiert er sich auch nach vorne, aber er ist in der Rückwärtsbewegung und im defensiven Zweikampf ein Monster. Ja, und das ist ein Faktor, der uns fehlt. Das haben die ein oder anderen Spitzenspieler auch gezeigt. Da sind wir dann auch bei dieser Kimmich-Thematik. Aber gut. Wenn wir Palhinha bewerten, ist es durchschnittlich auf jeden Fall eine 3. Hat den einen Ausreißer hier mit einer 4, aber den positiven Ausreißer mit einer 1,5. Also kommen wir auf eine 3er Durchschnittsnote und ich denke, da können wir ihn auch ansiedeln. Ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde. Wie gesagt, unser großes Problem aktuell in dieser Mannschaft im Mittelfeld ist einfach Joshua Kimmich, beziehungsweise der Umgang mit Kimmich. Kimmich an sich ist nicht das Problem, es ist der Umgang. Ja? Dass ein Kimmich immer spielt und immer über die volle Distanz. Das ist das Problem, welches wir haben. Das bedeutet, alle anderen Spieler, die da sind, wie ein Laimer, wie ein Palhinha, wie ein Goretzka, wie ein Pavlovic, streiten sich um eine Position. Ja, und das ist aus meiner Sicht sportlich völlig unnötig, dem Kimmich so diesen Alleinstellungsmerkmal zu geben. Ja. Vielleicht tut man das jetzt nur wegen der Vertragsverlängerung. I don't know, das werden wir sehen in der Rückrunde. Aber ich verstehe es nicht. Ne? Gut, Palhinha, Note 3. Damit habe ich eigentlich auch schon ein bisschen die ganze Chose vorweggenommen. Ja, wir haben natürlich noch einen Ibrahimovic, der noch nicht mal in meiner Liste drin ist. Doch, da ist er. Lass mich kurz durchgucken. Hat irgendwie, glaube ich, mal einen Kurzeinsatz gehabt. Genau hier. Ein Kurzeinsatz, 2, 3 Kurzeinsätze. Was soll man da benoten? Hat keine wirkliche Chance bekommen. Na, da geht es ja auch schon mehr in die Richtung Offensive rein. Fazit zum Mittelfeld vielleicht nochmal ganz kurz. Ich blende ihn da ein. Das ist auch gar nichts gegen Kimmich oder Kimmich-Hate oder wie ihr mir das auch immer auslegt teilweise. Es ist einfach ein Fakt, dass dieser Mensch als Spieler in dieser Mannschaft unantastbar ist. So wie es Manuel Neuer im Tor ist. Ja, Kimmich war zu Recht diese Saison teilweise unantastbar, weil er wirklich starke Leistungen gezeigt hat. Da gehe ich 100% mit. Aber gerade wenn man diese Spiele nimmt, wie gegen Barcelona, fairerweise war da die ganze Mannschaft scheiße, aber da hätte ein Kimmich viel, viel mehr in der Zentrale das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen, die Mannschaft mal wachrütteln müssen. Aber dann auch solche Spiele wie gegen Pauli, wie gegen Dortmund, in Mainz, auch da muss ein Kimmich viel, viel mehr Verantwortung übernehmen. Das war super enttäuschend. Und da wäre es dann halt einfach auch mal ein Statement gewesen an King Joshua zu sagen, pass mal auf, 60. Minute, Auswechslung, Feierabend. Ja. Das passiert bei Kimmich leider nicht. Dadurch belegt er immer einen Platz in dieser Zentrale, wo wir 2 Plätze haben. Und das ist super schade. Wir werden also niemals, wie ich schon sagte, mal einen Palhinha, Pavlovic, vielleicht auch mal einen Pavlovic, Conny Laimer oder mal einen Palhinha, Conny Laimer sehen. Nein, du hast immer den Platz durch Kimmich belegt. Ja. Zumindest war es so in der Hinrunde, war es auch so die letzten Jahre.
Dieses Jahr kannst du deswegen ein bisschen verargumentieren, weil er wirklich starke Leistungen gebracht hat. Aber er hat auch schlechte Leistungen gebracht, wo du ihn hättest rausnehmen müssen. Ja. Ich bin gespannt in der Rückrunde, wie es weitergeht. Ansonsten, wenn wir das gesamte Mittelfeld mal sehen, oder jetzt das defensive Mittelfeld nennen wir es mal, wir sind gut aufgestellt von der Anzahl der Spieler, auch von der Art der Spieler. Ja, man nutzt halt einfach nur zu wenig, weil Kimmich diesen Alleinstellungsmerkmal hat. Was sehr schade ist, leider. Gut, damit gehen wir dann mal in die offensivere Geschichte rein. Da fangen wir natürlich gleich an mit der Kanone bei uns. Jamal Musiala. Durchwachsen oder, was heißt durchwachsen? Aber so die ersten 3 Spiele, wenn ich hier die Benotung sehe, so mittel. Danach, er hat ist ein bisschen schwer in die Saison gekommen, aber danach war es war teilweise Weltklasse. Ja, das muss man, so ehrlich muss man sein. Teilweise hat er aber auch immer wieder dieses Überhebliche dann. Ja, das ist auch gerade eine Entwicklung, die mir schwer auf den Sack geht bei ihm. Aktuell hat er so die Entwicklung, habe ich ja schon im Stream gesagt. Oh nein, bitte. Du wagst es, mich zu faulen. Ich bin doch Jamal Musiala. Lass das. Du hast mich nicht zu attackieren. Du hast dich einfach ausdribbeln zu lassen. Ja, das funktioniert halt nicht. Ja, von diesem Zug muss er ganz schnell mal wieder runter. Ich weiß auch nicht, warum er da drauf gesprungen ist. Sonst war Jamal Musiala immer der sich eher hat nicht fallen lassen im Strafraum des Gegners. Eher der wieder aufgestanden ist, versucht hat weiterzuspielen. Alles das, was mir an so einem Messi gegenüber so einem Ronaldo immer besser gefallen hat. Der aktuelle Trend diese Saison geht davon weg und geht eher dazu hin, oh, ich werde nur angeguckt, ich lasse mich mal fallen. Ja. Das ist sehr schade. Und wie gesagt, dieses Überhebliche, ich kann es verstehen, er ist ein junger Spieler. Wir reden gerade davon, dass er der Topverdiener beim FC Bayern wird, auf einer Stufe mit Harry Kane. Ja. Dass du da ein bisschen abgehoben wirst und denkst so, Alter, ich bin's jetzt hier, Mr. Bundesliga, verstehe ich schon. Ich hoffe, man treibt ihm die Flausen aus dem Kopf aus, ne? Dass er da wieder ein bisschen geerdet wird und dann sportlich geht das ja in die richtige Richtung, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ich würde ihn bei einer Note 2 sehen für die Hinrunde, aber wir gehen es mal kurz durch. Erstes Spiel, Note 5, 3, 3,5, 2, 2, 2,5, 3, 3, nicht gespielt, 4, 2, 1, 2,5, 2, 3,5, 2, 3, 2,5, 1,5, 2, 5, 3. Das sind die Benotungen von Jamal Musiala. Wenn ich es mal kurz überschlage, ja, kommen wir am Ende wahrscheinlich auf eine 2,5 raus. Wie gesagt, ich sehe ihn aufgrund der Geschichte, was ich gerade gesagt habe. Würde ich jetzt auch sagen, ja, 2,5, wenn man aber mal die Leistungen sieht und sieht, dass er teilweise die Mannschaft mehr trägt, wie es ein Kimmich getan hat, dann können wir ruhig die halbe Note besser sein, wie der Durchschnitt ist und Jamal Musiala bei einer 2 sehen. Ohne Musiala wäre relativ wenig gegangen, wenn wir ehrlich sind. Zumindest wenn Harry Kane nicht auf dem Feld ist. Ja, und damit sind wir auch schon angekommen bei Mr. Zuverlässig. Harry Kane, bevor ich die Noten durchgehe, sehe ich auch bei einer 2, sehe ich auf dem gleichen Level wie Jamal Musiala. Ja. Könnten sogar noch sagen, Tacken drüber, wenn man sieht, wie er für die Mannschaft arbeitet, dass er teilweise den Sechser gibt, den Ball zwischen den Innenverteidiger abholt und so weiter. Wobei man sagen muss, dass das Musiala auch immer mehr macht. Ja. Selbst dann, wo jetzt ein Pavlovic mit auf dem Feld war, hat das gemacht, wenn er wirklich vorne keine Bälle gekriegt hat. Das ist schon stark. Und ansonsten Torbeteiligung, Vorlagen. Ich denke, ist Musiala genauso wie ein Harry Kane outstanding. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Gut, gehen wir mal durch. Harry Kane hat im ersten Spiel eine 3 mit Sternchen, war glaube ich nicht von Anfang an. Dann 2 minus, 3, 1, 1, 1, 3, 3,5, 3,5, 1, 3, 3, 3, 1, 2, 3,5, 1, 3, 4, nicht gespielt, 3.
kommen wir wahrscheinlich ja auch auf diese 2,5 raus, notentechnisch. Wie gesagt, ich sehe ihn wie bei Musiala auf 2. Die beiden zusammen mit Michael war unsere Versicherung in der Offensive. Alles andere war Mittelmaß. Aber da kommen wir jetzt zu. Weil der nächste in der Liste ist schon Michael Olise. Für mich der Lichtblick in der Offensive. Ja, von Musiala konnte man das erwarten, von Harry Kane konnte man das erwarten. Michael war für mich absolut Neuland. Ich kannte ihn gar nicht und er hat mein Herz im Sturm erobert. Ja, mit der Art, wie er als Typ ist. Ja, da wird nicht groß rumgepost, da wird nicht groß rumgequatscht, da wird nicht, was weiß ich, auf dicke Hose gemacht, da wird Fußball gespielt in schwarzen Schuhen. Und die Art, wie er Fußball spielt als Außenspieler, ist nicht der Außenspieler wie ein Leroy, der immer nur das 1:1 sucht, das dann zu 90% nicht packt, sondern er ist auch einfach ein Außenspieler, der super Kombinationsfußball hat, der aber auch einen Arjen Robben-Move drauf hat. Ja, man sieht einfach, das ist die neue Generation von Außenspieler. Ja, das ist halt eine ganz andere Spielweise, wie es ein Serge ist, wie es ein Koman ist, wie es ein Leroy ist. Ja, er ist keiner dieser Selbstdarsteller, wie es die anderen 3 vielleicht mehr sind. Ja, er ist mehr der Teamspieler. Ja, bei ihm ist es, man hat immer das Gefühl, was heißt, man hat immer das Gefühl, man sieht immer, dass er immer, also ich erinnere mich vielleicht an 1, 2 Szenen von allen Spielen, wo er mal wirklich den Schuss genommen hat, obwohl ein besser platzierter Spieler da war. Ansonsten sieht er immer den besser platzierten Spieler. Ja, und ist super uneigennützig. Und wie gesagt, er ist ein Spieler, der das Spiel einfach auch mal schnell macht. Ja. Den spielst du einfach mal an und der leitet den Ball direkt weiter. So, das macht kein anderer unserer Außenstürmer. Die nehmen den Ball alle an, versuchen immer auch, ja, ich dribbel mal dahin, oh, da sind 2, auch komm, ich spiele den Ball wieder zurück. Alles ist super lahmarschig. Das ist bei Michael nicht. Na, für mich absoluter Lichtblick, für mich eine Note 2. Wir gehen die Noten aber mal durch. Also Kurzeinsatz, 2-, 2, 2-, 2, 1, 2,5, 3, 2, 3, 3, 3, nicht gespielt, 2,5, 2,5. Kurzeinsatz 2,5, Kurzeinsatz, 2,5, 1, 3,52. Also, ich denke, ist von den Noten her wahrscheinlich sogar der klar stärkste da vorne bewertet. Ist für mich, ja, genau wie Jamal, wie Harry Kane, Note 2. Absoluter Lichtblick da vorne. Ja, vom absoluten Lichtblick kommen wir zu der wahrscheinlich größten Enttäuschung. Das ist Mathys Tel. Mathys Tel hat keinerlei seiner Chancen diese Saison nutzen können. Er hat einmal eine einigermaßen akzeptable Leistung gezeigt, das sehen wir an einer 3,5 und das war's. Ja, wir gehen mal die Noten durch, bevor ich ein bisschen was zu ihm sage. Also, Note 4, nicht gespielt, 3,5. 4 beim Kurzeinsatz, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, Kurzeinsatz, Kurzeinsatz, nicht gespielt, nicht gespielt, Kurzeinsatz. 3,5, nicht gespielt, nicht gespielt, Kurzeinsatz, nicht gespielt, nicht gespielt. 6, nicht gespielt. 5, 5, Kurzeinsatz. Ja. Das spiegelt es eigentlich perfekt wider, seine Leistung. Wenn wir eine Note geben müssten, wäre sie auf jeden Fall eine 4,5. Ja, das geht in eine ganz schlechte Richtung. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, vielleicht wurden ihm andere Sachen zugesagt und er ist ein bisschen bockig. Ich weiß es nicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man ihm zugesagt hat, du bist der Harry Kane-Ersatz und dann durfte er noch nicht mal in der Mitte spielen, obwohl ein Harry Kane gar nicht da war, sondern da lief ein Guerrero auf in so einer Scherze. Oder er wurde dann eingewechselt und durfte dann auf der linken Seite rumpimmeln und irgendwie ein Leroy Sané in der Mitte und so was. Kann ich dann schon verstehen, ja. Auf der anderen Seite, die Leistungen, die er zeigt, sind einfach schlecht. Ja, das nach hinten arbeiten ist 0,0 vorhanden, immer nur Alibi-mäßig, so wie wir es lange Jahre bei Serge gesehen haben. Und nach vorne hin fehlt dann das Quäntchen Glück oder das Quäntchen Glaube an sich selbst, glaube ich. Ich habe es schon mal gesagt, er sollte einfach mal seine abenteuerliche Schiene da ablegen. Diese Aberglauben-Scheiße, da sollte man mal wegkommen im Profifußball, dem Leistungssport beim FC Bayern. Ich glaube, das wäre der richtige Step.
ja, zu sagen, komm, ich lege das Ding mal ab, ich glaube an mich, an meine Stärke, ähm, anstatt an irgendwelchen abergläubischen Scheiß. Aber er ist natürlich noch ein super junger Spieler, ja. Fairerweise muss man sagen, jetzt die Hinrunde geht in die völlig verkehrte Richtung. So ehrlich muss man auch sein. Er kann auch nicht sagen, er hat nicht genug Chancen bekommen. Die hat er bekommen. Ja? Und die hat er halt kläglich vergeben. So, und dass man dann erstmal raus ist, wenn man Außenspieler wie Gnabry, Coman, Sané und einen Michael Olise da hat, ja, ist dann halt einfach auch mal so. Ja? Aber selbst dann hat er ja trotzdem immer wieder zwischendurch die Chancen bekommen. Ja, und hat sie halt einfach nicht genutzt. So ehrlich muss man leider sein. Es ist ja völlig gut, wenn du gerade merkst, was weiß ich habe nicht die Form oder so. Alles gut, da musst du dir wenigstens den Arsch aufreißen. Ja? Und das nach vorne wie nach hinten. Und gerade in diesem System fällt das extrem auf, wenn da nur ein Spieler ist, der nicht zu 100% mit nach hinten arbeitet. Ja? Und das war leider bei ihm der Fall. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich habe es schon mehrfach gesagt, vielleicht wäre es eine Alternative gewesen, ihn einfach mal 3, 4, 5 Spiele am Stück in die zweite Mannschaft zu stecken, dass er mal ein bisschen Spielpraxis sammelt, bevor man ihn wieder in die erste reinwirft. Ansonsten kann man nur hoffen, dass eine Leihe zustande kommt, wovon ich persönlich nicht ausgehe, weil dann hast du gar keine Alternative mehr für Harry Kane. I don't know. Schwierig zu sehen. Vielleicht wird ihn eine Leihe gut tun beim Club, wo er unangefochtener Stammspieler ist, sich entwickeln kann. Dann ist aber auch die Frage, auf welcher Posi? Auf einer Außenbahn oder in der Mitte? Vielleicht sollte man ihm in der Rückrunde einfach mal das Vertrauen schenken in der Mitte. Ja. Ich denke, Harry Kane wird auch nicht jünger. Und ein Harry Kane ist gerade für die Spiele in der heißen Phase enorm wichtig. Ja, das haben wir gesehen, wenn Harry Kane ausfällt. Nicht nur aufgrund der Tore, sondern auch aufgrund der Spielweise, ja, wie oft er die Angriffe einleitet, ja, gerade auch für die Außenspieler und so weiter. Von daher sollte es gar kein Problem sein, wenn man sagt, komm, Harry Kane wird mal ab der 70. Minute geschont. Er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Oder kriegt da mal ein Spielpäuschen und da ein Spielpäuschen und dann hast du halt einen Mathys Tell, den du da vorne reinstellst und dann auch mal gnadenlos an ihm fast festhältst. So wie du es mit dem Upper, mit dem Minjay, mit dem Fonzie Davis, mit dem Kingsley Coman getan hast. Selbst mit dem Leroy und dem Serge. Da musst du halt an dem jungen Spieler mal festhalten. Und ihm da das Vertrauen geben, ihm gut zureden, ihn unterstützen. Aber dann auch bitte auf der Position, wo du ihn die kommenden Jahre siehst. Und Mathys Tell ist ja vieles, aber ich glaube kein Außenstürmer. Ja. Zumindest nicht in diesem System. In einem 4-3-3, was über klare Außenstürmer definiert ist, ist er das vielleicht. In diesem System, nee. Da sehe ich ihn, wenn, auch als Neuner. Aber da muss er natürlich auch viel für tun. Ja, und das hat er diese Hinrunde leider nicht getan. Und von daher hat er die 4,5, die er hier bekommt, völlig zu Recht. Gut, der nächste ist Thomas Müller. Thomas Müller ist Standby-Profi Nummer 1. Ich überschlage mal kurz die Noten, die hier stehen, bevor ich sie euch vorlese. Ja, ich denke, er ist mit einer 3,5 dann auch ganz gut bedient. Ja. Und das ist es auch. Ja, er ist noch ein durchschnittlicher Spieler, der immer mal einen Ping hat, ja, dass er reinkommt und einen Rieseneffekt hat auf diese Mannschaft. Er ist immer in der Lage, auch nochmal eine Weltklasse-Leistung aus sich rauszukitzeln. Da bin ich 100% von überzeugt. Er ist super wichtig, glaube ich, für das Klima dieser Mannschaft. Ich glaube aber auch, dass er Joshua Kimmich hemmt. Haben wir ja schon drüber gesprochen, was so die Führungsrollen anbelangt. Was nicht sein Problem ist. Das trifft es eigentlich. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn Thomas Müller, keine Ahnung, 5, 6 Millionen verdienen würde und diese Leistung oder diesen Spielanteil von der Spielzeit hat, die er gerade hat. Dann würde ich sagen, Alter, perfekt. Ja, so einen super erfahrenen Spieler, der super wichtig für die Jugendspieler ist, der super wichtig für das Klima ist, der den Verein kennt und lebt. Alles gut, wäre ich super glücklich mit. Aber nein, dieser Mensch verdient 20 Millionen plus. Ja. So, das muss man halt mal sehen. Und wenn wir ihn daran messen, dann geht die Note aber ins Bodenlose rein. Ja. Aber das tun wir nicht. Wir gucken uns mal die Noten an. Also, Thomas Müller, 2, 3 minus, 3, 4. Kurzeinsatz, 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 nicht gespielt. 4, 3, 5, 4, 3. Kurzeinsatz, 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 Kurzeinsatz.
Und bei diesen Kurzeinsätzen reden wir meistens von 2-3 Minuten. 4,5, 4, 2,5, 5 Kurzeinsatz. Kommen wir wahrscheinlich am Ende auf eine 3,5 raus von der Note her. Und ich würde Thomas Müller auch bei einer 3,5 sehen. Ja. Ich glaube, mit einer 3,5 ist er gut bedient. Nochmal, Thomas Müller kann immer nochmal die Top-Leistung aus sich rausholen, denke ich. Er kann immer nochmal ein Faktor X werden. Boah, aber da muss so viel zusammenlaufen. Und ich glaube nicht, dass er das kann, indem er alle 3 Spiele mal 20 Minuten spielen darf. Und sonst irgendwie 2-3 Minuten. Aber wir werden sehen in der Rückrunde. Ja, für mich, Thomas Müller, 3,5. Gut, jetzt kommen unsere 3 Kanonen. Ich fange mal mit der Kanone an, die es dann zum Ende hin noch am besten hinbekommen hat. Das ist Kingsley Coman. Ja, bei allen 3 trifft dasselbe zu wie auf Thomas Müller, sind maßlos überbezahlt. Das nur am Rande. Kingsley Coman, die Leistung war eine Katastrophe, eine Frechheit, ein Schlag ins Gesicht. Zum Anfang der Saison. Vincent Kompany hat super lange an ihm festgehalten. Irgendwann hat Coman angefangen, das zu rechtfertigen. Aber ein King ist auch nicht mehr diese Art Spieler, der in dieses System passt. Genauso wenig wie es ein Gnabry ist, genauso wenig wie es ein Dio ist. Das hat man immer und immer und immer wieder gesehen. Nimm Coman, nimm Sané, nimm Serge, bei allen 3 hast du das gesehen. Yo, Fonzie Davies spielt den Ball auf ihn, er guckt, er steht gegen 2, versucht erst gar nicht nur ansatzweise da mal Speed reinzukriegen, um mal ins 1 gegen 2 oder 1 gegen 1 zu gehen. Abgebrochen, Ball wieder Fonzie, wieder quer gespielt. Das ist 80% der 3 Spieler, wie sie Fußball gespielt haben. Ja. Dazu war es bei King oft so, gerade am Anfang der Saison, dass er nicht 1 gegen 1 gewonnen hat. Auch gar nicht das Selbstvertrauen hatte, das zu versuchen. Ja. Das war eine Katastrophe, eine Frechheit. Wir gehen mal die Noten durch. Ich versuche dann mal eine Note zu finden. Also, eine 3 beim Kurzeinsatz, 3,5 beim Kurzeinsatz, 4, nicht gespielt, 4, 4, 5, 4,5, Kurzeinsatz 5, 3,5 nicht gespielt, 2,5, Kurzeinsatz 4, 3, 1,5, 3, Kurzeinsatz, letzten 3 Spiele nicht gespielt, weil wieder verletzt. Wenn wir es überschlagen, kommen wir wahrscheinlich auf eine 3,5 bis 4 raus. Ja, das ist es auch. Ja, das ist auch das Leistungsniveau, was ich von King gesehen habe. Ich hätte niemals so lange an ihm festgehalten. Ja, wir sehen es jetzt auch wieder. Dann kam er gut rein, hat da mal eine 2,5 gehabt, dann kurz eine 4, eine 3, eine 1,5, dann eine 3 und dann wieder verletzt. Ja. Das ist halt das Thema bei King, dasselbe Thema wie bei Serge. Von daher, wenn du die Chance hast, ihn loszuwerden, so hart sich das anhört, dann musst du einen King ziehen lassen. Seine Prime ist meiner Meinung nach, zumindest bei uns, und wenn ich auch unser System sehe, wie wir spielen wollen, ist die leider vorbei. Ja. Note 3,5 bis 4, da lassen wir es bei einer 3,5 aus. Machen wir mal einen auf dem FC Bayern aus bisherige Leistung für den Verein. Lassen wir mal stehen. Gut, damit kommen wir zur nächsten Kanone. Serge, der mich am Anfang der Saison überrascht hat. Von Spiel zu Spiel aber wieder in seine alte Form zurückgefallen ist und dann natürlich auch wieder verletzt war. Weil auch das ist der Serge. Ja, wenn er mal 3 gute Spiele hat, dann ist der Körper gleich wieder so gestresst, dass der Kopf das nicht verarbeitet und er ist wieder raus. Ja. Hier passt 1:1, was ich zu King gesagt habe, außer dass Serge der abschlussstärkere Spieler ist. Aber wie viele Dinge Serge auch versiebt hat diese Saison,
geht auch auf keine Kuhhaut. Aber gehen wir es mal kurz durch, notentechnisch. 3, 4, 2, 2, 3, 2,5, 3, 4, 3,5, 3,5, 4, nicht dabei, 3, nicht dabei, 3,5, Kurzeinsatz, 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 nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei, weil verletzt. Ja. Ich würde ihn auch wie bei King bei einer 3,5 einordnen. Vielleicht einen Tacken stärker wie King, zumindest am Anfang der Saison. Ja doch, ich würde den Tacken stärker wie King sehen. Also King dann eher Richtung 4, Serge bei einer 3,5. Ja. Serge war schon der zumindest, wenn er auf dem Feld war, bemüht war. Ja, ihm ist oft nicht viel geglückt. Gerade hat er dann auch teilweise den defensiveren Part gespielt, wenn Fonsi mit ihm auf einer Seite war. Das war ein bisschen wir, aber er hat er gemacht, ohne zu meckern, hat viel mit nach hinten gearbeitet. Ja, aber am Ende brotlose Kunst. Gut, damit kommen wir dann zum letzten und unserem absoluten Lieblingsspieler, Leroy Sané. Wenn ich es emotional benoten müsste, würde ich ihm eine 5 geben. Unemotional. Wenn wir King so zwischen 3,5 und 4 gesehen haben und Gnabry bei 3 bis 3,5, dann sehen wir Leroy auf jeden Fall bei 4 bis 4,5. Ja. Gerade weil er auch der ist, der von diesen 3 Spielern das größte Potenzial hat, das meiste Geld verdient und am enttäuschendsten war. Auf die ganze Hinrunde gesehen war Leroy Sané für mich das Enttäuschendste. Ja, Coman war schon sehr enttäuschend, aber Leroy hat da nochmal eine Schippe draufgelegt. Bevor wir eine Note finden, gehen wir mal rein. Nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei. Kurzeinsatz, 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 4. Nicht dabei, Kurzeinsatz, 5. 3,5, 3, 3, 3, 3, 4. Kurzeinsatz, 4,5, 5, 5, 4, 4, 3. Ja, nehmen wir da den Durchschnitt, sind wir wahrscheinlich bei der 4. Ja. Wie ich es gerade sagte, ist der von allen, der das größte Potenzial hat. Wenn er nur ansatzweise mal auf 80% von dem spielen würde, was er spielen kann, ja, dann wäre das ein sehr, sehr gutes Level. Aber das kriegt er nicht hin. Ja. Hat natürlich jetzt im letzten Spiel dann endlich mal die Hütte gemacht. Es hat mich dann auch endlich für ihn gefreut. Es war auch ein bisschen besserer Auftritt. Aber auch hier gilt dasselbe wie bei Coman und Gnabry. Wobei Leroy für mich noch der ist, der am ehesten in dieses System passt von den Außenspielern, weil er auch der ist, der auch mal auf die Halbposition gehen kann, der mal in die Mitte gehen kann. Das können die anderen auch, aber nicht so gut, wie es ein Leroy auf dem Papier können müsste, wie wir es auch schon gesehen haben von ihm. Aber bei allen 3 Spielern ist es so, wann sehen wir da mal konstante Leistung? Wenn, dann sehen wir konstant schlechte Leistungen, dann mal mit einem Peak von 2, 3 Spielen, wo es besser ist und dann wieder konstant schlechte Leistung. Und das ist gerade im Hinblick auf die Kohle, die da steht, viel zu wenig. Ja. Und von daher, wenn wir die Offensive mal kurz durchgehen, ist das für mich der Überperformer, Harry Kane und Jamal Musiala auf dem Level, was sie zu liefern bereit sind. Alles andere ist enttäuschend. Ja, auch ein Thomas Müller ist für mich enttäuschend, wobei man da fairerweise sagen muss, hat relativ wenige Chancen bekommen und das Alter spielte halt einfach eine Rolle. Von daher vielleicht das, was ein Thomas Müller noch leisten kann. Tell super enttäuschend und die 3 Außenspieler für mich alle 3 enttäuschend. Ja, alle 3 haben dann irgendwann mal 1, 2 gute Spiele gehabt. Aber wir reden hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 14, 23 Spiele irgendwie. Ja. Wenn man dann davon 3 gute Spiele hat, dann kann man nicht davon reden, dass es ein super wichtiger, super starker, guter Spieler ist. Ja. Und trotzdem muss man mal sehen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ja, wir sind Tabellenerster in der Bundesliga, wenn auch knapp, nur mit 4 Punkten. In der Champions League sind wir jetzt auf dem richtigen Kurs. Pokal leider schon raus, aber wenn wir dann jetzt mal die Durchschnittsbenotung sehen,
und dann mal sehen, jetzt stellt euch mal vor, das würde dann bei dem einen oder anderen noch besser gehen, ne? Dann weiß man, was möglich ist. Ja. Aber ja, wenn wir die erste 11 mal nehmen, die erste 11 ist dann schon stark. Gerade wenn wir mal vorne Harry Kane, Musiala und Michael nehmen, haben wir schon mal 3 der 4 Positionen, die mega stark besetzt sind. Ja. Wenn du dann nochmal den richtigen von den 3 oder mit Müller dabei von den 4 rauspickst pro Spiel, der dann auch mal ein gutes Spiel performt, dann hast du vorne keine Sorgen. Ja. Wenn du dann ins zentrale Mittelfeld gehst, da ist halt das Traurige, dass nur ein Platz frei ist neben Kimmich. Aber wenn Kimmich gut performt, so wie er die Hinrunde performt hat, ist das eine starke Zentrale, sieht man ja auch. Ja. Und gehen wir dann eine Reihe weiter nach hinten. Unsere Innenverteidigung ist gerade top. Klar werden die immer mal einen schlechten Tag haben, vielleicht auch mal einen Aussetzer, aber im Großen und Ganzen ist die top. Da die Außenverteidiger ist das, was ein bisschen Sorge macht. Aktuell, da sind wir nicht auf dem internationalen Top-Niveau, meiner Meinung nach. Und die Torwartposition leider auch nicht. Das sind die Sachen, die uns Sorgen machen müssen. Aber ansonsten die erste 11 ist stark. Aber ihr seht's, rechne jetzt mal einen Harry Kane, rechne mal einen Jamal Musiala vorne raus. Dann wird es schon schwer. Rechne nur mal Michael raus, haben wir gesehen in Spielen. Dann wird es schon schwer über außen, dass da irgendwas Vernünftiges zusammenkommt. Ne? Also das muss man fairerweise auch sagen. Also da ist eine Menge Tauschpotenzial in diesem Kader vorhanden. Aber mannschaftlich würde ich der Mannschaft eine Note 2 geben. Abschließend. Weil es einfach endlich mal wieder eine Mannschaft ist. Ja. Dank Vinny natürlich. Aber das Thema Vinny haben wir schon durchgesprochen im Livestream. Da habt ihr ein extra Video zu hier. Das ist mein Fazit. Zu der Mannschaft, zu dem Mittelfeld und offensiven Spielern. Ja, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr hier zugehört habt. Haut rein. Bis dann. Rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.